Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein Ehrenmann muss heute auf die Anklagebank. Die lieben Angehörigen sind erschüttert. Die Mitmenschen aber freuen sich eher. Ob da der Dürlinger Bürgermeister noch einmal gesund davonkommen wird? Ja, lachst du recht, Rickert. Vielleicht zahlt euch einer dafür eine Maß. Okay, hab's doch gern. Du hast den Dreck von deiner Bürgermeisterei, Depp. Warum hast du mal gar bloß der Dümmste werden? Sei du Staat und schwer kommen wir nicht. Ja, das freut die Gemeinde am allermeisten, wenn der Bürgermeister einmal schon eingeräumt hat. Irgendein so ein Schuft hat das angezeigt. Aber wer? Also, dem nicht erwischt, dem zahl ich mein Lieber. Ärger dich nicht, weißt du. Okay. Es wird schon wieder gut werden. Ja, wir in die Romani, da geht auch alles gut aus. Ich lese voll gerne Romani. Na, freilich, der Opa sagt's auch und ich sag dir's auch. Du. Auseinander! Wollt ihr vielleicht, wir wollen noch mehr gestraft werden? Geh zu, Bayerin, seit wann ist denn das strafbar? Mir klang's. Und nach dem alten Gesetz ist so etwas schon erlaubt gewesen. Wir lassen es uns nicht verbieten. Halt dich zurück, Leni. Einmal klang mir die Schand. Wir sind nicht angezeigt worden, wir dürfen es da. Geh weiter, Jackel. Gib mir ein Puzzle. Nicht da. Auf der Stelle gibst du mir eins. Aber bloß ein kleines, gell? Oh mei, oh mei. Warum muss nicht der Dauerler wieder Bürgermeister werden wollen? Weil hast du Rücksichten zu nehmen auf die dumme Politik. Was das noch wert bei uns? Na, es ist ein Kreuz auf der Welt. Ja, haben Sie denn gar nicht daran gedacht, Kottmeier, was Sie Ihrem Haus schuldig sind? Hä? Ja, no. Ja, no. Ist doch eigens an diesem Haus dieses stolze Schild angemacht. Hier, Wohnung des Bürgermeisters. Ah, schon seit bald 20 Jahren. Und schon seit bald 40 Jahren bei meinem Vater. Bei uns ist Bürgermeisterei auf dem Haus drauf. Ja, eben, in so einem Haus kann doch viel weniger als in irgendeinem anderen ein Verstoß gegen die guten Sitten geduldet werden, ne? Na, sowas tut ihr ja nicht. Ja, Sie haben es aber geduldet. Sie haben es sogar begünstigt. Mit anderen Worten, Sie sind heute angeklagt wegen Kuppelei, Kottmeier. Jawohl, wegen Kuppelei, da kommen wir nicht drum rum. Das ist nicht wahr, Herr Rat, da täuschen Sie einer. Mein Sohn hat mit der Person, die wo bei uns auf dem Hof Markt war, nur das Posieren angefangen. So. Ich hab's aber bald erwischt und hab die Person gleich vom Hof gejagt. Aber was mich viel mehr interessiert, ja? Wer hat denn das angezeigt? Das geht so gar nichts an, Kottmeier. Es muss schon ein ganz hinterfotziger Planer gewesen sein, der wo sowas vors Gericht bringt. Einer vielleicht von den Herren, die wo selber gern Bürgermeister geworden waren. Wo aber nicht die Gunst von unseren hochwerten Herrn Pfarrer gehabt haben und auch nicht die Gunst von unseren Wählern. Ruhig, die Herren Zuschauer sind keine Zeugen und nur solche haben und auch nur nach Aufruf den Mund aufzumachen. Und zum Pfeifen schon überhaupt nicht, gell? Da hören Sie es, Herr Rat. Das sind unsere Sittenrichter. Das kann Sie doch gar nicht berühren, Kottmeier. Oder hat mich vielleicht Pfarrerskirchen hingehängt? Oder der Ihrer Freundin, die scheinheilige Grablechnerburgel? Ich sag's ja nicht. Irgendjemand hat sie ja dann gezeigt. Ne? Ja, wer denn? Der Nierlinger halt! Und das sind kleiner Anhang, aber dieses sage ich euch, auf das ist Pfiffer! Wenn ich Bürgermeister bin, dann bleibe Bürgermeister, da kann mir kein Sittenskandal etwa so hängen. Habt's mich, es scheinheiligen Bazi, es scheinheiligen! Kottmeier, drehen Sie rum, Sie reden mit mir, und zwar reden Sie jetzt ehrlich, genau, lückenlos und fließend. Für den Anfang helfe ich Ihnen drauf. Sie haben also um diese auswärtige Freundschaft Ihres Sohnes gewusst und haben dann das Mädel zu sich als Magd ins Haus genommen. Ja, haben Sie denn gar keine Ahnung davon gehabt, dass sowas strafbar ist? Ja, da, verrückt. Ich soll etwas gewusst haben.
der Teufel soll mich holen, wenn ich das Madel kennt habe. Der Teufel! Nein, noch nicht. Gut, erst müssen Sie aussagen. Herr Richter, ich bin dafür bekannt, dass ich ganz energisch auf mein Hauswesen schaue. Da lasse ich mir gar nichts zu Schulden kommen lassen. Fragen Sie nur unseren hochwürdigen Herrn Pfarrer, der muss Ihnen das bestätigen können. Meinen's? Ja. Nicht einmal auf dem Tanzboden lasse ich meinen Sohn und meine Tochter alleinig. Nicht einmal auf dem Feuerwehrball, da bin ich überall dabei. Juck. Na, anstandshalber. Da gibt's gar nichts zum Lachen. Auch auf dem Heimweg. So, auch auf dem Heimweg. Okay. Gottmeier, Sie haben Ihrem Sohn ein Fahrradl gekauft und mit Hilfe dieses Fahrradls hat er sein Mädel dann kennengelernt, ja? Das Radl habe ich ihm nicht gekauft, das hat ihm der Vater gekauft. Ist ja relativ wurscht. Jedenfalls ist er tagelang mit diesem Radl unterwegs gewesen. Hat er denn so viel Zeit? Und Sie haben sich da gar nichts dabei gedacht? Nein? Wallfahrten sind sie gefahren. Aber nie nicht alleinig. Immer mit dem Lenerl, mit seiner Schwester, die hat da so ein Radl gekriegt vom Vater. So, das Lenerl ist auch mitgefahren. Ja. Wallfahrt. Wo sind Sie denn überall hin? Einmal, was weiß ich, einmal auf Eding, einmal auf Tuntenhausen, einmal auf Birkerstor. Ja. Liebe Frauen haben wir nur im Bayernland. Ja. Und ich habe jetzt auch nur von Ihnen, Gottmeier. Setzen, bitteschön. Halt, das ist die falsche Richtung. Heute geht's da lieber. So. Wachtmeister, rufen Sie mir bitte den Corbinian Gottmeier Junior herein. Den haben wir heute nicht da. Heute haben wir den Sebastian. Ach so, ja, richtig, der andere Zwilling. Da mag ich einen so gern wie den anderen. Bitteschön. Jawohl. Ja, ich lese für mein Leben gern so Romane. Weißt du, dann solche Liebesromane, wo alles gut hinausgeht. Ja, das ist Hauptsache, Opa. Das ist die Hauptsache, ja. Und das verdanken wir alles dir. Hä? Weil du mir und am Lenerl ein Radl gekauft hast, beim Nannerl. Freilich, damit sie weiter fortkommt zum Dirndl. Man muss nicht alle da in der Pfarrei sein, Frau suchen. Der wird nimmer gescheiter, der Vater. Oh, ich bin mal gescheit nur. Alter Fantasierer, du bist schon 87 Jahre alt. Und wenn ich noch um 10 Jahre jünger war, ich darf mir noch selber ein Vorrat kaufen. Der Zeuge Kottmeier, Sebastian. Nun weißt du, wir sind drum. Auch wenn du eingesperrt wirst, weißt du, ich mag die alleweil. Nannerl. Geh weiter, verabschieden kannst du später. Ich warte auf dich, weißt du. Hier in die Romanbücher, so schön ist das Leben. So, Sebastian Kuttmeier. Sie meinen also, Ihr Vater hätte Sie, obwohl er Sie großzügig tagelang hat spazieren fahren lassen, zu streng gehalten? Ja, freilich. Damit, dass er wieder Bürgermeister wird, habe ich überhaupt nirgends auffallen dürfen. Nicht einmal am Feuerwehrball. Gar nicht auffallen. Aha. Ja, und wie ist es mit der Rauferei? Fällt die da nicht drunter? Da sollen Sie doch hier und da mal ganz hübsch beteiligt gewesen sein. Aber allerweil unschuldig. Ach so, mit einem Wort als ein Musterknabe. Ja. Ah, das nicht, aber Bürgermeisterssohn. Und als Bürgermeisterssohn darfst du überhaupt nichts tun. Das stimmt, mir ist gerade so gegangen. Beim Militär bin ich schon gewesen, aber noch nie am Kammerfenster. Er sagt die reine Wahrheit. In der Sittlichkeit ist das Bürgermeisterhaus immer führend. Mit meinem Alter noch nie am Kammerfenster. Yes. Hochwürden, Herr Pfarrer kann es bestätigen. Woher ich daraufhin überhaupt noch den Mut nehme, Sie mit einem so unwürdigen Verdacht zu belegen. Und wenn wir so vorbildlich weitermachen, hat er gesagt, dann darf ich das nächste Mal für den Landtag kandidieren. Ich bitte um Ruhe, sagt einmal. Habt ihr denn gar keinen Respekt vor so viel vorbildlicher Tugendhaftigkeit? Nein, Amen, lass ich mir das lang nicht vermachen. Ruhig. Ja, der Gerechte muss viel leiden, Kottmeier, gell? Aber vorerst haben Sie halt einmal dieses unangenehme Verfahren am Hals, ne? Zeuge Sebastian, kennen Sie Ihr Mädel, das heißt also Ihre neue Magd, eigentlich schon länger? Wir gehen halt miteinander. So, wie lang denn schon? Ja, praktisch erst, seitdem es bei uns mittertieren worden ist. Praktisch und theoretisch? Überhaupt nie. Wann, wo, wie und haben Sie Ihr Mädel dann eigentlich kennengelernt? Ja, mei, das war... Beim Wallfahrten hat er es halt einmal gesehen. Obwohl mir diese Auskunft sehr wertvoll ist, möchte ich Sie doch bitten, das Einsagen zu unterlassen, Herr Bürgermeister. Gell? Ja, beim Wallfahrten, das stimmt, ja. Stundenhausen, Mann, ist gewesen. Und dann haben Sie Ihr Mädchen Ihrem Herrn Vater gleich dann als Magd empfohlen, ja? Ja, wir haben einen Tieren braucht und sie hat einen Platz gesucht. Tja, sehen Sie, so einfach geht sowas, gell? Wachtmeister,
Holen Sie mir bitte die Zeugin Anna Weißenbacher herein. Anna Weißenbacher, jawohl. Ich hab mir überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen, Herr Rat. Schauen Sie, so wie ich gespannt hab, dass die zwei zusammenstehen nicht wahr, hab ja ich die Person gleich vom Hof gejagt. Das stimmt, da hat der Vater recht. Und ich bin gleich drauf wieder Wallfahrten gegangen und hab auch alles beicht. Ach so. Wir sind keine Seelen Leute. Der Lump ist ja wie der uns angezeigt hat. Ja, selbstverständlich, Kottmeier. Sie könnten einem direkt leid tun, ne? Sei fix hat's gehört. Da kannst du in den Landtag reinkommen und dann wundert's nichts wegen der saudumer Sittlichkeit. Ja, nein, da muss man halt aufpassen, Kottmeier, nicht? Hey, hey, Herr Sebastian, ja, was war denn das? Sind Sie vom Wallfahrten summiert, hä? Zum Sitzen kriegst du schon eine eigene Einladung, komm mal her, da. Ja, ich weiß nichts mehr, Herr Rat. Daher sollen's wieder kommen und Sie setzen sich hin, Kottmeier, Senior. So, jetzt sagen Sie mal, Sebastian, wo hat Sie denn Ihr Radl überall hingeführt, hä? Bloß allerweil zu Wallfahrtsorten? Oft auf Weding, das bin ich in einer guten Stunde gefahren. Auf Dundenhausen 2 und auf Birkerstor, da haben wir schon einen halben Tag gebracht. Haben wir? Wer? Wir? Ja, ich und meine Schwester, das Lennerl, nicht? Die fährt genauso gut wie ich und hat vom Opa auch ein Radl gekriegt. Ah, so, das Lennerl? Ja. Aha, ja. Ja, manchmal sollen Sie sogar über Nacht ausgeblieben sein. Bloß wenn der Andrang recht groß war. Andrang? Wo denn? Vor die Beichtstuhl. Also, Ja, wie in Eding oder Birkerstor oder Mariahilf, da bin ich oft schon 2 Stunden lang gestanden. 3 Stunden bin ich schon dir gestanden. 3 Stunden. Und beim Pater Prior in Wendelins-Zeh sogar schon 4 Stunden. ja, sowas, dass der Pater Otto Sie überhaupt noch zum Beichten annimmt, hä? Mit dem Beten sollen wir sie allerweil Zeit lassen. Jawohl, und Schreiber, glaube ich, jetzt wäre es an der Zeit, dass wir dem Herrn Kottmeier, dem Herrn Bürgermeister, 5 Mark abknöpfen als Ordnungsstrafe für die Gerichtskasse. Bitte schön gleich kassieren. Jawohl, Herr Rat. Gleich kassieren. Allmählich wird man der Familie Kottmeier schon durch praktische Übungen eine sittliche Ordnung beibringen. Und Sie können sich jetzt setzen, Herr Junior. Ja. Die Zeugin Jungfer Weißenbacher Anna. Ist recht, kommen Sie her zu mir. Na, kommen Sie halt her. Machen Sie halt zur Abwechslung einmal eine flotte Wallfahrt zu mir her. Nicht? Sie haben ja Übung drin. Ah, nicht ohne. Also immer einen guten Geschmack, Sebastian, das muss ich schon sagen. Wie lange haben Sie denn den hier anwesenden Sebastian schon gekannt, bevor Sie im Hause Kottmeier als Magd eingetreten sind? Ja, kennt hab ihn schon. Ja, kennt habe ich schon. Wie lange denn schon? 1 Jahr vielleicht. Oh mei, Dirndl, es tut mir leid, aber das ist halt richtig ein Geständnis gewesen jetzt, nicht? Jetzt flenner's nicht. Es nutzt da nichts mehr, dazu ist zu spät. Was haben Sie sich bei der ganzen Geschichte gedacht? Hä? Ja, seine Schwester, das Lenerl, ist ja bei uns daheim auch als Dienstmagd eingestanden. Ja, ist schon recht, aber das dürfte ja was anderes sein, nicht? Das Gleiche ist es. Sie ist mit meinem Bruder befreundet. Sauber. Ja, verregt. Das hab nicht einmal ich gewusst. Ja, super. Wachtmeister, jetzt wird's interessant. Jetzt holen Sie mir gleich die Zeugin Lenal Kottmeier rein. Die Kottmeier-Tochter von Tierling, jawohl. So, Zeugin Anna Weißenbacher, Sie können sich setzen. Na, aber kann wie ist, haben's kassiert? Nein, Herr Rat. Ja, was ist denn? Nachher machen Sie es, komm, es ging es rüber. Schulden eintreiben, los! Ich hab aber gerade einen Zehner. Ich kann den Herrn Bürgermeister nicht wechseln, Herr Rat. Ich komm da anders mal wieder vorbei. Ja, das macht gar nichts, ich kann schon rausgeben. Komm mal her damit, mit dem Zehner. So, da haben Sie einen 5er zurück. Dankeschön, Herr Rat. Eigentlich bist ja du schuld geworden. Du hast deine Kinder die Radeln gekauft. Wir hätten das nicht da. Man hat nichts von den Radeln. Da sind's gerade aber fort, die Kinder. Macht ja nichts mit den Radeln, können Sie bis ins Gamsgebirge reinfahren. Da haben's was. No, da findet der Saubersternl einen Hochzeiter, einen schneidigen Juhu. Gell, Linel, hä? Einen nächstbesten hätte ich nie genommen. Auch wenn mir der Opa kein Radl gekauft hätte. Na, was ist das für eine Jugend heute? Jetzt möchte der Vorradl. Dabei werden's mit den Radeln gerade aber noch schlechter, die Menschen, die. Aber zusammenkommen tan's von weit her zusammen. Wir in die Romanen. Die Zeugin Kottmeier Magdalena, die Jung, geh weiter, Madel, wir sind dran. Ich allein. Marsch in den Gerichtssaal. Da darf denn der Jackel nicht mit. Jetzt hat sie ausgejackert.
bei der Gästen. Ja, Oh, mein Lenerl, müssen wir viel mitmachen. Na, also von mir aus, Frau Linerl, dann holen wir Ihren weißen Bacher Jakob auch gleich rein, gell? Geht Sie nur mal aufwaschen. Seid so freundlich, Herr Wachtmeister. Jawohl. Aber heute geht's zu. So. Sie sind also nicht nur immer zum Wallfahrten gefahren, gell, sondern Sie haben sich halt einfach irgendwo getroffen, stimmt's? Ja, freilich, was ist uns denn anders übrig geblieben? Als Bürgermeisterstichtel darfst du keinen Burschen anschauen. Ja. Darfst auf keinen Ball, auf keine Hochzeit. Ist doch kein Dasein für einen jungen Menschen. Oder soll ich vielleicht einmal einen nehmen, die mir der Herr Vater schafft? Ein Mundwerk wie Ihre Mutter. Bitte um Ruhe. Jetzt möchte ich nur noch ganz gern wissen, wie hat es eigentlich euer Bruder, der Kurwi, geschafft? Der ist doch am Kammerfenster ganz tüchtig gewesen und auf diese romantische Weise hat er sich doch auch die seinige erobert, nicht? Naja, der Kurwi, der ist immer gut drum raffiniert, wie wir zwei. Ach so. Und ihr zwei Armer, ihr habt's wallfahrten müssen, ne? Freilich, wenn der Opa nicht gewesen war, dann sitzt er in Not daheim und hätte keine Aussichten. Mhm. Wie alt sind Sie denn schon, dass Sie gar so pressiert? 22, alt genug. Ah ja, dann ist allerdings höchste Zeit. Weiter, bittchen. Ja, da ist nicht viel zum sagen. Wir sind miteinander fortgefahren, weil alleinig hätte ja nie eins von uns fort dürfen. Ja. Und sind miteinander wieder heimgekommen. Und die Weißenbacher gerade so, weil bei denen Na, weil, was? Ja, Weil? das sind halt auch zwei Bürgermeisterskinder. Aha. Und haben die auch so einen splendiden Opa? Nein, das nicht. Bei denen ist die Mutter wenigstens einsichtig. Machen Sie ein Endterrat, es kommt nichts raus bei der Geschichte. Und wenn mich nicht gewisse politische Neider angezeigt hätten, dann darf mir bloß lachen über die Gaudi. Ja. Im Moment, Ruhe, sehe ich allerdings noch gar keinen Grund für Sie zum Lachen, Herr Kottmeier. Außer Sie könnten sich dazu entschließen, dass Sie auf jeden Fall diese Verhältnisse durch eine schleunige Heirat legalisieren lassen. Ja, das ist alles nur zu früh. Und der Tiritari, das Gerstl gewissermaßen, da muss jetzt halt auch stimmen, nicht? Der Zeuge Weißenbacher Jakob. Ist recht, kann man sehr, Weißenbacher. Hab ich Ehre, hohes Gericht. Ja, grüß Gott. So, jetzt waren wir komplett. Ja, Zeuge Weißenbacher, weil ich heute einmal neugierig bin, nachher möchte ich jetzt ganz gern noch wissen, wer von euch Viere auf diese glorreiche Idee gekommen ist, die Braut jeweils im elterlichen Hof unterzubringen. Ah, ein dummer Kerl war das nicht. Ich nicht. Sie nicht? Ihre Bescheidenheit ehrt Sie. Ja. Wer war's denn dann? Ja, von uns Viere nehmen's. Ja, wir wer? haben unsere Radl gehabt. Wer denn dann? War's doch der Vater Kottmeier. Was? Du nicht liegen, Bursch? Ah, er nicht. Sein Vater, der ganz alte Kobmar. Ruhig, was? Der Großvater Kottmeier war das? Also ich hätte jetzt das nicht gesagt. Na, warum denn nicht? Unser Opa ist doch unser Freund. Der alte Lump, der. Und mich kostet der Skandal einen Landtagssitz. Nein, das glaube ich nicht, Vater. Wenn du uns heiraten lässt, dann kriegt das alles ein anderes Gesicht. Ja, lass mich doch mit dem Heiraten in Ruhe. Ha, der Vater. Ha. Wachtmeister, ich muss Sie leider noch einmal bemühen. Bitte schön, führen Sie mir den Großvater Kottmeier rein jetzt. Den ganz alten Senior. Jawohl. Ja. So, und ihr zwei, ihr könnt euch setzen. So, da sind die 4 Richtigen bei Land jetzt. Unser Vater ist schon alt, Herr Rat. Ist auch schon recht vergesslich. Ein bisschen dorert, hört nicht mehr gut, bringt alles durcheinander. Auf den braucht es gar nichts hören. Was ich brauch, Kottmeier, das kriege ich schon raus. Außerdem ist das meine Sache, gell? Nein, Herr Rat, das ist meine Sache. Ich kann mir in der Familie keine Skandale leisten. Ich muss an die Wahlen denken. Ich bitte um Ruhe reden, ja? Der Prozess kann ausgehen, wie er mag. Ich bin ein ordentlicher Mensch und ich kandidiere so oder so. Ruhe, bitte, wenn Sie hier gut rauskommen, Kottmeier. Na? Sie haben ja doch von diesen ganzen Geschichten da was gewusst, ne? Na, Herr Rat, ich werde doch wissen, was ich gewusst hab und was nicht. Der Kottmeier, Vater von Dirling, Altbürgermeister dort selbst. Ah ja, das ist recht so. Kommen wir's vor. Kottmeier, Großvater, kommen wir's her. Wachtmeister, bring uns einen Stuhl, bitteschön. Jawohl. Habe die Ehre, Herr Roth. Grüß Gott. Das ist schön, dass Sie uns mir noch mal sehen. Ja. Hätte ich vorher nicht mehr geglaubt. So trifft man sich wieder, gell? Nehmen wir's Platz, bitteschön. Vater. So. Sie waren also an allem schuld? Ja, ja. So. Ich ganz allein. Ah. Und Sie schämen sich gar nicht? Ja, mei. Ich hab mir halt gedacht, wegen der Blutauffrischung. Wir Bauern sind sowieso alle verwandt miteinander. Deswegen habe ich ja für die jungen Leute die Radeln gekauft, damit sie weit fortfahren können. Da findet der Bursch von ganz Gebirger Dirndl von uns einen Geil.
Ist doch schön. Ja, schon, aber gleich so einen, ja, wie soll ich sagen, einen Geschwisteraustausch da vornehmen, nicht wahr? Und das jeweilige Gespuse im anderen Hof unterbringen, ja, das geht zu weit. Das ist ja das Allerschöne. Das Allerschöne ist das, wenn zwei zusammenkommen von weit auseinander. Etwas ganz was Schönes. Lesen Sie viel so Zeug, so Romane, ja? Ja, ja. Von Ganghofer zum Beispiel? Ja, Ganghofer. Ganghofer? Ja. Kurz Mauler auch? Hab ich auch schon gelesen. Auch schon gelesen. Ja, nachher wundert's mich nicht, dass Sie auf solche Sachen kommen. Schön. Also, da will ich auch nicht so sein, aber heiraten müssten die vier eigentlich schon, gell? Freilich heiraten sie zusammen, noch dazu zwei Paare. Ja. Das Lenen heiratet ihren schneidigen Juhu und unser Wastel seit Jandl vom Gamsgebirg. Wir in die Romane. Ich gebe aber nur meinen Segen, wenn ich meine Wahlen gewonnen hab. Und wenn ich Abgeordneter geworden bin. Nur dann. Nur dann? Ja, und dazu brauche ich einen glatten Freispruch. Ja. Wenn man immer das kriegt, was man braucht, Kottmeier, dann wär's fein, gell? Ja. Aber ich will nicht so sein. Lassen Sie die vier heiraten, dann sind Sie wieder ein glatter Ehrenmann. Aufstehen, bitteschön. Im Namen seiner Majestät des Königs, beziehungsweise der königlichen Hoheit, des Herrn Prinzregenten, ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird mangels Beweises, ja, und zu einer netteren Urteilsbegründung hat's leider nicht gereicht, freigesprochen. Die Sitzung ist geschlossen. Ja. Schauen Sie, Herr Richter, wir in die Romane auf der letzten Seite. Und auf die letzte Seite, darauf kommt es an. Da haben Sie recht, Großvater. Wir in die Romane. Wird einer gut? Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat eh niemanden geschickt. Bei dem letzten Fall, da ist er mal wieder durcheinander gegangen. Fahrradl, Wallfahrten, Opas, Bürgermeister, Landtag, Dienstmägde, Sittlichkeit, Liebespaare, der reinste italienische Salatmann. Was? Einen italienischen Salat, Herr Rat? Den hätten wir gerade frisch da. Ja? Nein, 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 sowas nicht gemeint. Nein, aber 2 Hochzeiten gibt's. Auf die trinkt man, gell? Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.